Hi, grüß euch, Servus und habe die Ehre. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar habt ihr auch so ein altes Gerippe zu Hause, so ein altes Gestell. Also da meine ich jetzt nicht die Frau oder die Schwiegermutter, sondern mein altes Stativ. Und es ist langsam Zeit geworden, dass ich mir ein neues Stativ besorge, weil das Ding ist genauso alt wie der Kamerad. Also, ich darf euch heute ein Stativ vorstellen von K&F Concepts, also zur Verfügung gestellt worden ist. Ich freue mich brutal drauf. Ich wollte mir schon lange ein neues Stativ kaufen. Jetzt habe ich eins bekommen. Man spart beim Stativ einfach am falschen Ende, ist meine Meinung, weil ich habe mir gedacht, das alte, das Amazon Basic Stativ hat damals 15 Euro neu gekostet. Aber wenn man sich überlegt, was da für ein Wert auf so einem Stativ steht, sollte man sich schon verlassen können drauf. Vor allem ist das für meine Höhe eigentlich ziemlich niedrig. Aber wenn es da wollt, nehme ich euch mit. Und ich schätze mal, das alte Gestell, das alte Gerippe fliegt raus. Also das Stativ, nicht die Freundin. Und zwar geht es um das leichte Reisestativ, 64 Zoll, 1,63 Meter mit 36 mm Metallkugelkopf. Tragfähigkeit sind doch 8 Kilogramm. Schnellwechselplatte, werden wir gleich einen Unterschied sehen zu meinem alten, für den Innen- und Außenbereich. Drück's nicht. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und zwar, es handelt sich um das Stativ K254C2 von K&F Concept. Ist in einer kleinen Tasche gekommen, ganz normale Tasche wie jedes Stativ, hier mit Umhängetasche, mit Umhängebügel. Ich finde aber ein bisschen schade, dass da nicht irgendwelche Ösen dran sind, dass man das irgendwie vielleicht mit Karabiner am Rucksack befestigen könnte, sondern immer nur mit der Schlaufe. So, jetzt hat es das Zeug rausgehauen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das macht aber nichts. Also ganz normale Tasche, aber immerhin. Ist immerhin schon mal super. Geliefert in einem schönen Karton. Also keine Transportschäden, gar nichts. Das hat ziemlich lang dauert, die Bestellung. Aber wenn man sich vorstellt, aus China, wie viel 1000 Kilometer. Und mein Ärgernis war, zum Schluss war der Hermes-Versand. Ich sag zum Hermes-Versand lieber nichts mehr. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und tschüss. Also, das ist das gute Ding. Ich schaue mal, dass ihr das einigermaßen erkennen könnt. Ich finde es genial vom Gewicht her schon. Und auch wenn man es anfasst, tolle Verarbeitung, kann man nichts sagen. Also, wenn man sich jetzt mein altes Stativ anschaut, wo habe ich das jetzt? Irgendwo habe ich das hingeschmissen. Da auf den Tisch. Achtung, das Stativ wird mir gereicht. Dankeschön, super. Das ist zwar ein bisschen leichter, aber es ist definitiv kleiner und total wackelig. Also das ist von Amazon Basic, da habe ich echt Probleme gehabt. Und was mir gleich aufgefallen ist, das ist einfach ein ganz anderes System. Bei meinem Stativ hast du da unten noch das komische Kreuz da drin, was du mal rauf und runter schieben musst. Soll anscheinend ein bisschen für die Stabilisierung notwendig sein, weil es doch von den Stangen her ziemlich klein ist. Außerdem hat mein altes Stativ noch, wenn ihr es erkennen könnt, hier das alte System mit der komischen Korkplatte. Und das neue hat, wie gesagt, die Schnellwechselplatte. Finde ich genial. Also das da wir mal auf Zeiten. Das werden wir aufheben, so für die GoPro oder für die Action oder so, wenn ich ein Stativ brauche. Und dann kommen wir zu diesem System, das ist komplett anders. Ich nehme einfach, ist ein Tripod, einfach zack, zack, zack. Steht. Ganz einfach. Ich werde euch da Bilder einblenden. Man hat da so schöne
orangefarbene, das gefällt mir ganz gut, das schwarz-orange. Ich habe das auch schon in viele YouTube-Videos gesehen, habe das aber nie fest rausbekommen irgendwie, dass das vom K&F Concepts ist. Man kann die natürlich auch verstellen und kann den ganzen Tripod, das ganze Stativ dann eben noch ein bisschen flacher stellen. Da drückt man einfach, geht jetzt gerade ein bisschen schwer, warum geht das schwer? Man braucht Übung, also man braucht wirklich Übung, wenn man mal weiß, wie es funktioniert. Jetzt zeige ich das mal. Man kann jetzt hier runterdrücken und dann kann man den Winkel auch so zum Beispiel stellen oder sogar noch weiter. Machen wir das mal. Runterdrücken. Der zweite Versuch ist schon besser. Und der dritte klappt ohne Probleme. So, dann haben wir nämlich hier eine riesige Fläche. Wir werden es auch draußen testen. Ich zeige euch das bloß mal. Also mit der Auflagefläche, das sind ungefähr 80 cm im Durchmesser, sage ich mal. Da kann nichts mehr umfallen, Und genauso schnell kann man es eben wieder zurückklappen. So, 1, 2, 3. Und es steht. So, dann rutschen wir weiter vor. Ich habe mir das mal genau angeschaut. Die Bedienungsanleitung liegt dabei. Ich und Bedienungsanleitungen schaue ich nicht. Habe ich keinen Bock. Drück's nicht. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber es ist eigentlich selbsterklärend. Was wir haben, ich blende euch da noch Fotos ein, ich mache noch spezielle Fotos. Wir haben da hier oben eine klassische Wasserwaage. Das hat mein altes Stativ gar nicht. Also da geht die Wasserwaage nach meinem Gefühl. Du hast da oben die Schnellwechselplatte. Einfach aufdrehen. Das war jetzt festgezogen. Gefühlt 2 Umdrehungen. Und du hast die tolle Wechselplatte hier unten. Vorteil ist, wo ist die Sony? Hier ist die Sony. Ja. Vorteil ist, ich habe da das alte System noch drauf gehabt. Das hat mich mal richtig genervt. Das kennst du ja noch, unten zum Einhaken und so weiter. Und mittlerweile ist man einfach auf die Schnellwechselplatten umgestiegen, draufgeschraubt. Kosten einzeln nicht viel, draufgeschoben, fertig. Also, allein das mit dem dann zum Arbeiten finde ich schon super. Und spannend, weil mein Gimbal zum Beispiel nutzt die auch, die Schnellwechselplatten. Und irgendwann sollte man, glaube ich, schon mal doch umsteigen. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, nicht an der falschen Stelle sparen, weil so eine Kamera kostet ja 2, 3 Euro. Teure 4. Sony zum Beispiel. Dann haben wir hier eine große Schraube. Man kann super drauf, also zack, zack, es geht. Man kommt wirklich schnell hin. Weil das ist jetzt hier zu Hause, aber draußen möchte ich das schnell. Und da drin haben wir eben, ich blende das Foto auch ein, mir gefällt dieses Orange so super. Also K&F Concepts hat da echt einen tollen Geschmack. Schwarz, Orange finde ich toll. Den Kugelkopf. Wir werden dann die Kamera draufbauen zusammen, die Sony, dann seht ihr, wie schnell das geht. Zack, wirklich einmal umgedreht und das Ding ist fest. Also schneller geht es nicht. Dann haben wir die Möglichkeit, wie bei den meisten, hier in der Mitte natürlich noch, das Stativ höher zu stellen. Und ich vergleiche jetzt dann gleich mal die 2 verschiedenen Höhen. Ich bin 1,85 Meter groß. Das Amazon Basic Klump Graffe ist für mich zu niedrig, weil ich immer in dieser Position fotografieren muss. Und ihr werdet es dann gleich sehen, die Körperposition zu dem Stativ und dem anderen, ist es einfach angenehmer. Ansonsten meistens das Stativ, was soll ich noch sagen, was mir auch ganz gut gefällt, ist vielleicht auch interessant für die Astrofotografie. Wir haben da, ich blende das Bild ein, auch die Gradanzeige, kann man vorstellen, das ist bestimmt ganz interessant, wenn man es auf irgendwas Bestimmtes ausrichten will. Und wir können auch hergehen und können den kompletten Kopf runterschrauben. So. Jetzt hoffe ich, ich schraube den richtigen Kopf runter. Ah ja. Also die Gewinde sind ja ziemlich lang, was natürlich super ist. Also da ist wirklich auch nicht gespart worden. Und da haben wir eben die große Schraube dran. Könnt ihr vielleicht erkennen. Da können wir natürlich auch verschiedene Sachen dann drauf tun.
Wenn man sagt, kein Kugelkopf, du willst einfach was anderes drauf tun, ist auch kein Problem. Also ich finde das Ding wirklich flexibel und genau das ist es, was ich mag. Und das Tolle ist, es steht in der Webseite hier als Reisestativ drin. Also ich finde es super. Jetzt sehe ich gerade, dass wir hier auch noch ausfahren können. Okay. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Das finde ich jetzt schade, weil wenn ich im Dunkeln unterwegs bin und mache da schnell was auf, bei meinem billigen habe ich hier einen Stopp drin. Also ich weiß, wann das stoppt und dann drehe ich zu und weiß, es ist auf volle Länge. Das ist jetzt ein bisschen, ja, man könnte es aber auch dann, wäre auch eine Möglichkeit. So, und jetzt werden wir einen Test probieren. Jetzt werden wir das alte von mir, das Amazon Basic Stativ aufbauen und wir werden die Zeit messen. Wobei es ein unfairer Vergleich ist, weil das Ding habe ich schon 100 Mal aufgebaut. Und das von K&F Concept einmal vorhin zum Ausprobieren. So, also wir werden jetzt nochmal die Zeit stoppen. Also Start drücken bei 0. 3, 2, 1, 0. Mit einem Handgriff kann ich 3 Klammern lösen. Zack, 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 zack. Ein Handgriff, 3 Klammern, zieh an oder lass rausfallen, zack, 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 zack. Und Finish. So, also das waren jetzt mit diesem Teil hier 26 Sekunden. Aber weil ich das gerade aufgebaut habe, muss ich euch das auch gleich zeigen. Unbelastet. Ihr könnt es erkennen, oder? Es wackelt. Es wackelt wie ein Rattenschwanz. Also, und jetzt probieren wir das andere. So, und jetzt kommt dieses dran. Wir testen wieder die Zeit. Ich zähle runter. 3, 2, 1 und los. Hier haben wir Drehschrauben. Kann man mit einer Hand packen. Zack, zack, zack. Haben wir schon wesentlich mehr in der Hand. Einmal rüber gedreht. Zack, zack, zack. Also auf geht es genauso schnell. Drehschrauben ist es ein bisschen, naja, aber sie sind halt einfach sicherer. Weil bei den Haken kann man leicht hängen bleiben, finde ich, beim Vorbeigehen. Und wenn dann so ein Bein wegknickt. 1, 2, 3 und Stopp. So, also dieses Stativ 10 Sekunden länger ohne Übung. Aber vielleicht erkennst du es jetzt. Wie gesagt, ich benutze es draußen auch noch. Es ist stabil. Es ist, naja gut, übertrieben nicht. Also, ne, es steht wirklich. Es steht wirklich, ich bin begeistert davon. Einmal. Und wir haben da oben noch die Geheimschraube. So. Und jetzt seht ihr, ich bin 1,85 Meter groß. Ich kann hier mit der Kamera arbeiten. Hier muss ich mich die ganze Zeit bücken, um durchzuschauen. Und wenn du das den ganzen Tag machst, geht das irgendwann aufs Kreuz. Also für ein Reisestativ, glaube ich, braucht man uns nicht überlegen, welches sinnvoll ist. Und das hier ist so eigentlich mein Filmequipment. Und das hat eine ganz schöne also es wiegt schon ganz schön. Normalerweise kommt da noch Handy mit drauf, Funkstrecke, Lichter eventuell, also könnte man vielleicht noch so Viertelkilo mit dazu rechnen. Wir schauen jetzt einmal, was das so wiegen wird, weil ich nutze nämlich das Stativ auch ganz gerne in der Kombination und ich zeige euch dann auch gleich, warum. 2,5 Kilo. 2,5 Kilo sollte eigentlich, ja, ist schon schwer, sollte eigentlich problemlos drauf stehen bleiben. Also probieren wir schnell aus. So, dazu gehen wir da mal ein bisschen weiter runter. Und jetzt kommt der Trick, wir schrauben den Kugelkopf runter. Weil in dem Fall brauchen wir den nicht, wir haben einen Gimbal. Und unten haben wir eben das große Gewinde, nicht das kleine, was wir alles kennen, sondern ein großes Gewinde. Das stellen wir auf die Seite. Dann nehmen wir den Ronin, den
Quietsche-Ei rein. Da können wir unten den Fuß abschrauben. Und da ist jetzt das kleine Gewinde, aber der klein und großes Gewinde. So, und dann versuchen wir das jetzt, wenn es umfällt, hey, zwar hier drauf zu setzen. So. Müssen wir jetzt wahrscheinlich ein paar Mal drehen. Ja, funktioniert schon. Wir kriegen schon einen Halt. Also es ist eigentlich ein bisschen schwerer, weil da ist jetzt die Sony drauf, die ist leicht. Normal filme ich mit der Nikon, mit dem großen Teleobjektiv 20-200 und da kommt noch ein wesentliches Gewicht oben drauf. Also es hält jetzt schon, Das Wichtigste für mich, für Stativ, ist schnell zum Aufbauen und vor allem, es muss sicher sein. So, also es steht bombenfest und ist jetzt auf die kleinste Stufe unten bei den Beinen eingestellt. Und jetzt erkläre ich euch, warum ich ganz gerne Stative nehme und da sich das einfach anbietet. So, jetzt zuckt der Gimbal. Ich kann nämlich ganz einfach unten die Beine zusammenklappen. Seht ihr das? Könnt ihr auch kürzer stellen und kann jetzt so auch filmen. Und habe unten einfach eine Gewichtsentlastung. Ich kann damit rumlaufen. Seht ihr das? Und kann es auch mal dann irgendwo hinstellen und kann dann damit perfekt filmen. Also nicht nur zum Fotografieren. Ich finde es einfach spannend, wenn das eben so schweres Videoequipment drauf ist. Es ist eine brutale Entlastung für den Rücken. So, also zum Fazit. Ich persönlich bin schwer begeistert davon. Ganz ehrlich. Aber ich habe jetzt auch nicht so den guten Vergleich, weil mein altes Gerippe-Stativ sagt jetzt nicht so viel aus, ob das Stativ jetzt super ist oder gut ist. Für mich persönlich finde ich es sehr gut, sehr angenehm, vor allem sicher. Man kann es schnell aufbauen, weniger schnell abbauen. Das Schnellwechselplattensystem finde ich super. Die Gewichtsbelastung finde ich super. Die Stabilität jetzt hier herin finde ich klasse. Gibt es nichts zu meckern. Die Flexibilität, was ich damit alles machen kann, finde ich klasse. Was drückst du da? Es läuft schon. Gut, jetzt hast du mich, rausgebracht. Lass laufen. Du drückst nicht. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Es ist schnell auf und abgebaut. Mit bisschen Übung wahrscheinlich noch schneller. Was ich total spannend finde, das zeige ich euch dann draußen, weil darin ist das jetzt ein bisschen doof, ist eben, es ist einfach schnell gedreht, zack, Kamera eingestellt, umgedreht. Also das Kugelkopfgelenk ist genial. Und bei den alten, wenn man sich die anschaut, haben wir doch hier drehen müssen, rauf, hat dann erstmal hier wieder drehen müssen, hat das wieder einstellen müssen, schau, es quietscht ja schon. Dann hat er das auch noch nicht gereicht, dann hast du hier noch verstellen müssen für die Horizontale. Und mit dem neuen nehme ich einfach einen Knopf und kann in alle Richtungen komplett 360 Grad drehen. Allein das ist das Geld wert. Ich glaube, es kostet 180 Euro normal ist jetzt zu haben für, schauen wir schnell nach, für 78,99 Euro K&F Concept. Ganz kurz was zum Service. Die haben einen super Support. Also ich habe jetzt da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das ist auf Englisch beziehungsweise auch Deutsch. Und zwar im fehlerfreien Deutsch, was mittlerweile ja auch nicht so selbstverständlich ist. Hat super geklappt. Antwortzeit innerhalb von Minuten. Also ich bin begeistert. Der einzigste Wermutstropfen ist, es hat fast 2 Wochen gedauert, wobei die letzten 5 Tage der Hermes schuld ist. Also 10 Tage Lieferzeit müsst ihr rechnen. Gibt es aber nichts zu meckern, wenn man sich vorstellt, wie viele Kilometer das Stativ auf dem Rücken hat. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir raus. Wir nehmen jetzt da die große Nikon mit, die schwere, probieren wir das aus. Filmen das alles, vielleicht mit der Action 4 sogar.
und dann schauen wir, wie es draußen auf dem Feld schlägt. Also bis gleich. So, jetzt dann mit zum Vergleich mein altes Stativ von Amazon Basic und heute das erste Mal im Einsatz von K&F Concept. Steht bombenfest und jetzt werden wir schauen, ob wir mit dem leichten Reisestativ schöne Aufnahmen machen können. Ich kann es wirklich empfehlen. Rabattcode, jetzt haben wir einen eigenen Rabattcode, voll cool. Pixel, wenn ihr eingebt, 20% zahlt ihr noch weniger. Die Preise sind eh schon ganz günstig. Es gibt Aktionen bei K&F auf der Webseite plus Rabattcode. Ist natürlich wirklich dann sehr günstig und auch für die Qualität, muss ich sagen, gibt es da gar nichts zu meckern, wirklich. Also alle Links und so weiter sind alle in der Beschreibung unten drin. Ist alles verlinkt, das Produkt ist verlinkt und wenn ihr ein altes Stativ habt und ein neues haben wollt und nicht so viel Geld ausgeben wollt, Preis-Leistungs-Verhältnis, ich kann es empfehlen. Also ich hoffe, euch hat es einigermaßen Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass ich sowas in der Art gemacht habe. Habe noch keine Übung, wahrscheinlich viel zu lang das Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also, ciao, ciao, servus und auf Wiedersehen.